Ich hätte wenigstens noch Erdbeeren dazu gemacht. Und ein bisschen Wasser. Aber nun gut. Halt! Was willst du? Dürfte ich bitte eure Blockade passieren? Natürlich. Du musst jetzt nur das Passwort sagen. Das Passwort lautet: Ich bin ein Schlawiner. Alles groß ohne Leerzeichen. Korrekt. Viel Spaß im schäbigsten Teil unserer ohnehin schon ziemlich grottigen Stadt. Lass es krachen, du Lümmel. Okay, danke. So. Zuallererst mal, wieso sitzt denn da oben? Gibt's da hinten noch etwas? Nee, ich geh mal da rein. Ein Piesling. Das muss ich mir genauer ansehen. Ein pinkelnder Säufer. Widerlich. Schubs ihn mal. Man sollte nie einen Mann beim Pinkeln stören. Am Ende erschreckt er sich und verpinkelt sich noch. Hey Kumpel, was machst du da? Ich mache einen eigenen Riesling. Ist gut, dreh dich wieder rum. Ich glaube, du meinst Piesling. Ja, sag ich doch, mein eigener Riesling. Nein, ich sag Piesling. Mit P. Piesling. Sag, was du willst, Kollege, das läuft sowieso alles aufs Gleiche raus. In eine Flasche rein, meinst du? Hör zu, eine Weinflasche macht noch keinen Wein. Junge, hat der einen Strahl? Du redest von Riesling, einem edlen Weißwein mit pikanter Säure und Steinobstaromen. Ich rede von Piesling, einer Weinflasche, in die du reingepieselt hast. Ich sehe da keinen Unterschied. Das ist eine Perle der Winzerkunst. Das andere könnte höchstens als Natursekt Verwendung finden. Ich lasse meinen Saft in die Flasche rieseln, also ist es Riesling. Aber mein Genie übersteigt offensichtlich deinen Horizont. Das hier, das wird mein Opus Magnum. Ein Meisterwerk in Flaschenform. Nenn es Champis, Piesling, Pisecco oder Opus Magnum. Es ist keine große Kunst, in eine Flasche zu pinkeln. Stell mein Schaffen nicht in Frage. Da kannst du noch so lange schiffen. Aus Pisse wird kein Wein. Nicht mit der Einstellung. Sicher, dass du nicht nur die Flasche mit einem Pissoir verwechselt hast? Bitte lasse meinen Stolz. Ich hab so wenig im Leben. Junge, hat der einen Strahle, oder? Der hört ja gar nicht mehr auf. So, das hier ist ein schlafender Säufer. Hey, zum Glück hat er sich nicht zu uns rumgedreht, sonst würde der jetzt hier nicht mehr schlafen. Lass mal gucken. Er schläft friedlich wie ein Baby. Ein widerliches, besoffenes, altes, mit Pisse bespritztes Baby. Nichts. Ich hau mal eine. Ich will ihn nicht wecken. Er sieht aus, als bräuchte er das Schläfchen. Ja gut. Schlaf gut, Großer. Am Morgen wird alles besser. Gut. Erstmal den Vogel da oben erschrecken. Husch, husch. Ja, der fühlt sich in seinem Käfig wohl ziemlich sicher. Ja, es scheint wohl so. Ist das eine Art Vogel oder so? Es sieht aus wie eine Art Vogel oder so. So, was machen die da hinten? Diese vergnügten Musikanten. Ein fröhlicher Gitarrist und ein stoischer Dudelsackspieler improvisieren nach Thielmann Susatos Hoböckentanz. Okay. Ja, komm, wir müssen denen was zu essen geben. Applaus, Applaus, komm her. Bravo, bravo, da mache ich hier Freudensprünge. So, was haben wir denn hier hinten? Eine Gruppe erwachsener Männer, die auf die Aktionen von zwei Äffchen wetten. Was? Tatsächlich. Die Äffchen scheinen jedenfalls Spaß zu haben. Die spielen Backgammon. Bravo. Ein gutes Äffchen. Guter Junge. Oder Mädchen. So, was haben wir hier noch? Ein schlafender Säufer. Ist dasselbe wie der. Der schläft auch friedlich wie ein Baby.
nicht wecken. Der braucht das Schläfchen. Ja. Okay. Guck mal, eine Weinflasche. Bevor man sie nimmt, erstmal reingucken, ob das nicht ein Piesling ist. Eine halbleere Weinflasche mit Korken, aber der ist rot. Die Chance ist höher, dass es kein Piesling ist. Oder aber er sollte mal zum Urologen gehen. Eine halbleere Weinflasche mit Korken. Ja gut, kann ich die... Was will ich denn mit diesem blöden Korken? Ja, ich habe den Korken schon. Was könnte die Flasche mir denn sonst zu bieten haben? Okay. Ich bin allergisch gegen Alkohol. Er verwandelt mich auf kurze Sicht in einen überheblichen, streitlustigen Arsch. Auf mittlere Sicht kriege ich davon Kopfschmerzen und mir wird übel. Und auf lange Sicht zerstört es meine Leber und führt schließlich zu meinem vorzeitigen Ende unter Schmerzen. Du bist nicht allergisch gegen Alkohol, du Lursch. Genauso funktioniert Alkohol bei allen. Warum trinkt dann jemand überhaupt dieses Zeug? Weil es Spaß macht. Ihr seht nicht aus, als ob ihr besonders viel Spaß hättet. Die Nacht ist noch jung. Schmerzen. Okay. Ein riesiger Kelch mit einer winzigen Schlange darin. Warum? Ja, danke. Ich will keinen riesigen Kelch mit einer winzigen Schlange. Ja, nimm doch nur die Schlange. Hallo, winzige Schlange. Ich glaube, die Schlange züngelt. Oder schläft sie und spricht im Schlaf. Kann auch sein. Oh, die hat aber viel zu erzählen. Zisch ab, Spatzenhirn. So, was haben wir denn hier noch? Was ist denn das da? 6, 2, 8, 4, 5, 7 und dann rumdrehen. Okay, ja, die Äffchen scheinen Spaß zu haben. Komm, ich rede mal. Na, wie läuft's, Jungs? Ach, warte mal! Der hat die Windeln auf dem Kopf, die ich brauche. Ich brauche die Windeln von dem, die er auf dem Kopf hat. Wer seid ihr? Kalle, Ziggy, Benno, Kevin. Wir sind die hiesigen verkommenen Subjekte. Hätte ich an deinem Namen fast nicht erkannt. Natürlich seid ihr das. Na, was treibt ihr Halunken so? Glücksspiel. Das macht Spaß. Du solltest es auch mal probieren. Ich habe den Eindruck, manche von euch haben mehr Spaß als andere. Also, wie funktioniert dieses Glücksspiel? Ja, ist ganz einfach. Du musst nur raten, welche Zahlen die Äffchen als nächstes würfeln. Wenn du richtig rätst, dann gewinnst du. Und wenn ich falsch rate, dann gewinne ich. Heißt das nicht, dass du meistens gewinnst? Genau. Das ist toll. Könnte ich mir bitte deine Wickeltücher leihen? Welche Wickeltücher? Na, die auf deinem Kopf. Entschuldige bitte, aber das ist ein Turban. Wo ist denn das ein Turban? Also selbst wenn das Ding nicht aus Wickeltüchern bestehen würde, ein Turban hat man so um den Kopf kunstvoll drapiert, damit das so eine Kugel gibt, so. Damit die Haare nicht nass werden. Deshalb habe ich immer einen Turban auf. Weißt du? Das ist kein Turban, das ist ein Tuch auf dem Kopf. Ich glaube, er will eine Frau darstellen oder so. Er ist, glaube ich, YouTuber. Shorter YouTuber. Da legt man sich ein Tuch auf den Kopf und dann ist man eine Frau, weiß jeder. So. Ja, das war jetzt echt taktlos und vielleicht sogar ein bisschen rassistisch. Ja, okay, Entschuldigung. Ja. Könnte ich mir bitte deinen Turban leihen? Tja. Auf der einen Seite hasse ich das Ding. Das passt überhaupt nicht auf meinen Kopf und es stinkt nach Babypisse. Aber auf der anderen Seite warst du eben echt taktlos und vielleicht sogar ein bisschen rassistisch zu mir. Schwierig. Okay, sollen wir es mit Gewalt probieren? Oder sie ihm abkaufen? Ganz lieb bitte sagen. Komm, ich sag sogar bitte, 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 bitte mit Zucker oben drauf, weißt du?
Okay, wie wär's damit? Wenn du raten kannst, welche Zahlen die Äffchen als nächstes würfeln, kriegst du meinen Turban. Ernsthaft? Ich soll erst ein komplett willkürliches Ratespiel spielen, bevor du ihn mir gibst? Da hast du erfasst. Ja, okay, meinetwegen. Wie soll ich denn ein völlig zufälliges Ergebnis raten? Manche sagen, da gibt es ein System. Hat das was mit den Zahlen da hinten zu tun? Oder ich meine, das sind Äffchen. Da wird es kein System geben. Okay, ich würde es gern probieren. Alles klar. Gebt eure Wetten ab. Der erste Würfel wird eine 1. Und der zweite Würfel wird eine 2. Moment. Achso, ja, es sind ja 2 Affen. Der erste Würfel wird eine 5. Und der zweite Würfel wird eine 3. Nein, 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 nein. Der erste Würfel wird, was der erste Typ als erstes gesagt hat. 5, glaube ich. Der erste war kein Typ, das war eine Frau, oder? Und der zweite Würfel wird, was der zweite Typ als zweites gesagt hat. Eine 2 und eine 2. Und vergiss nicht, Ellens Zahl zum ersten Würfel und Collins Zahl zum zweiten Würfel zu addieren. Und natürlich wird aus 7 eine 1 und so weiter. Oh, und natürlich wird jede 5 eine 6 und jede 1 wird eine 4. Außer im Endergebnis. Der erste Würfel wird eine 1, der erste Würfel wird eine 2, der erste Würfel wird eine 3, der erste Würfel wird eine 4. Der erste Würfel wird eine 2, 3, 4, 5, 6. Du willst dich doch verarschen, oder? Ja, ernsthaft jetzt. Yep. Woher sollen Leute überhaupt wissen, was bei Würfeln rauskommt? Das ist doch Unsinn. Spiel einfach mit. Nein, kann ich nochmal irgendwie was wählen? Das ist kompletter Unsinn. Das ist Quatsch. Ja, meinetwegen. Wenn du dich so aufhörst, dann nimm halt die verdammten Wickeltücher. Aber ich wette, dir entgeht da ein echtes Erfolgserlebnis. Wenn du weißt, wovon ich rede. Ich krieg da ein Achievement dafür, wenn ich 2 Zahlen richtig errate. Moment, was macht der da? Hey, hey, hey. Ich krieg hier Tipps, seht ihr das? Der zeigt mir eine 4. Und der da zeigt mir eine 1. Der da zeigt mir eine 5. Ja, gib mir einfach die ollen Tücher. Viel Spaß damit. Und mit deinem zweifelsohne traurigen Leben, du Spaßbremse. Mein herzliches Beileid an deine Frau. Haha, Jokes on you, ich hab keine Frau. So. Okay, guck mal. Ach, guck mal. Okay. Ich hätte da also ein Achievement dafür gekriegt. Der lässt immer noch laufen. Ich hätte da ein Achievement dafür gekriegt. Das lässt mir jetzt bestimmt 0,2 Sekunden... Was habe ich gerade geredet? Keine Ahnung, hab's schon vergessen. So, also, wir haben jetzt Wickeltücher. Die müssen wir... War der da? Ich glaube, oder? Nee, da oben. Ach so, ja, hat schon gepasst. Also, pass auf. Wir haben... Was ist denn das? Ach, ein Korken. Wir haben Wickeltücher. Ich glaube, die Wickeltücher braucht er hier, oder? Ich bin gerade etwas beschäftigt. Der arme Balk scheißt schneller, als ich wischen kann. Okay, also. Ich habe doch aber Wickeltücher. Wie viel sind denn das? So, pass auf. Kann ich sie ihm geben? Sieh mal, was ich gefunden habe. Fantastisch. Dann gibst du jetzt den Knipsen, ja? Ach, den 2. Okay, du Superhirn. Diese Runde geht an dich. So, das soll sie eine Weile lang zufriedenstellen. Gott sei Dank. Dank nicht Gott. Ich bin es, der die Gören eingewickelt hat. Oh ja, okay, danke vielmals. Bleibt nur noch einer. Ja, der da drüben, der hat Hunger.
So, komm mal zu dir. Du blerndes Gehör mit Backpfeifengesicht. Ich geb dir mal eine Backpfeife hier. Komm her. Okay, der hat immer noch Hunger. Jetzt pass auf, das sollen Erdbeeren sein. Eine wirklich ungeheuer überdimensionierter Gartenkürbis oder Birnen. So, Moment, was hat die Frau gesagt? Beruhige die aufmüpfigen Kinder des Zimmermanns. So, was ist denn das da? Ich probier's mal mit Erdbeeren, oder? Das ist Erdbeeren. Es darf nicht blau sein oder grün. Passt schon mal. Was zum Kauen ist nicht schön. Markenlogos sind tabu. Auch bei Kakao bleibt's Mündlein zu. Also es ist kein Kakao, es hat keine Markenlogos. Es ist nicht blau oder grün. Aber ja, damit er das isst, müsste es ihm jemand erst vorkauen. Okay. Ich muss das irgendwie zu Brei kriegen oder so. Ich gehe jetzt einfach mal... Oder drüben war ich noch gar nicht drin. Doch, das ist, glaube ich, der Wahrsager, oder? Du Scheiße. Hier bin ich ganz falsch. Ich hab da eine Idee. Ich weiß aber nicht genau, wie ich hinkomme. Wo gibt's denn das? Ich war doch in irgendeinem Raum, wo... Ist vielleicht der da? Moment. Ja, genau. Genau. Wo der Typ da mit dem breiten Dingens da steht. Ein Boxer. Und ein schauerlicher Schnösel. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn ich diesen Burschen nur sehe, will ich mir schon die Augäpfel ausreißen. Quatsch. Ordentlich eine gezimmermannt. War das wirklich nötig? Ja. Hey, kann ich dir helfen? Hast ein Gesicht wie eine mürrische Krabbe. Siehst aus, als hätte ein verschlissener Lederstiefel es mit einer schlammseligen Kröte getrieben. Du siehst aus wie ein kleiner englischer Junge, dessen Vater eine Grafschaft voller Torfmoore gehört. Ich halte es nicht aus, auch nur einen Augenblick länger in deiner Gegenwart zu verweilen. Also wenn ich mir wirklich diesen Mundatmerblick, diesen leeren Mundatmerblick so angucke, er sieht aus, als würde seinem Vater eine Grafschaft voller Torfmoore gehören. So klein und englisch sieht er aus. Na, nicht nett. Findest du? Du hast ein Gesicht wie eine mürrische Krabbe. Autsch. Ich halte es nicht aus, auch nur einen Augenblick länger in deiner Gegenwart zu verweilen. Okay, ich bin raus. Du brauchst Hilfe. Findest du? Eigentlich will ich diesen Vogel hier verscheuchen. Husch, husch. So. Was ist mit dem Mann? Ein halbnackter Flötist mit Traubenkrone zieht bei Georg Philipp Telemanns Fantasien C-Dur alle Register. Aber sowas von. Bravo! Hui! Was kann ich noch machen? Okay, alles klar. Guck mal, da ist ein Rind und ein Trog. Komm, ich guck mal in den Trog. Ein leerer Trog. Wenn hier mal was Essbares drin war, hat es dieses Rindersteak auf 4 Beinen längst verschnabuliert. Ich bin immer gern dafür zu haben, mir wahllos Zeug einzustecken, falls es später mal nützlich wird. Aber muss es ein riesiger, dreckiger Rinderfuttertrog sein? Nein. So, soll ich mal dran lecken? Ich musste lange keine Reste mehr aus den Tiefen eines fauligen Trogs mehr kratzen und ich fange jetzt bestimmt nicht wieder damit an. Okay, ich gehe mal zur Kuh. Ich will die Kuh gerne streicheln. Das ist eine gute Kuh. Finger weg von meinem Rind! Entschuldigung, ich wollte sie doch nur streicheln. Okay, dann gucke ich es halt an. Sehr appetitanregend. Ich mag mein Steak blutig, aber das geht dann doch etwas zu weit. Achso, du sollst da auch nicht reinbeißen. So, da ist ein Eimer. Ein leerer Eimer. Kann ich den nehmen? Da ist ein Abfluss. Ja, das ist ein Abfluss, ja. Kann ich den Abfluss nehmen? Da stecke ich meine Hand nicht rein. Das ist nass und kalt und dunkel und eklig. Ja, nass und kalt und dunkel und eklig. Ja, aber man muss so, hallo. Weißt du, was ist denn das, was da liegt? Komm, ich laber mal den da an. Also erstmal gucke ich.
Der Bursche scheint auf Krawall gebürstet zu sein. Haha, zeig, was du kannst. Ach nee, ich verdufte. Aber ganz ehrlich, das ist echt ätzend. Okay, also eine Pumpe. Eine Wasserpumpe mit einem großen hölzernen Griff und einer Öffnung, die nur geringfügig schmaler ist als eine handelsübliche Fleischpastete. Mach doch mal, pump doch mal. Okay. Da ist ein Schrein. Ein hübscher kleiner Schrein mit einem Schädel, auf dem eine Kerze steht. Hey, hey! Hör auf, in meinem verdammten Schornstein zu scheißen, du Schwein! Weg da, verzieh dich! Plumps, plumps! Ich bürste dich zu Konfetti, wenn du nicht bald aufhörst, in meinen verdammten Schornstein zu scheißen! Ich flehe dich an, hör auf, in unseren verdammten Schornstein zu scheißen! Deine wässrige Pampe löscht ständig unser Feuer! Wir können kein Essen kochen, unser Haus nicht heizen und unsere belastenden Dokumente nicht verbrennen. So können wir nicht leben. Warum? Ja, okay, das war... Okay. So. Also pass auf. Ich habe eigentlich gedacht, dass er jetzt melkt. Pass auf. Folgendes. Ich nehme den Eimer. Stell ihn dahin. Kann ich den noch irgendwie dahin stellen? Abfluss. Ja, Abfluss. Ich habe gerade einen ganz bösen Gedanken. Der ist aber schon ziemlich böse, der Gedanke. Okay, schade. Ich hatte gerade eine mega Idee. Okay. Ich hätte wenigstens noch Erdbeeren dazu gemacht. Und ein bisschen Wasser. Aber nun gut. Das Kind hat Hunger? Das Kind hat Hunger? Nein. Okay. Ja, schön. Das Kind hier hat Hunger. Es darf nicht blau oder grün sein. Ach nee, warte mal. So, hallo. Ich bin gerade was beschäftigt. Das arme Balk scheiß schneller, als ich wischen kann. Ja, ich weiß. So, ja, aber pass auf. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist Schokomilchshake. Kakao geht nicht. Ich kann es aber trotzdem mal probieren. Was in aller Welt ist das? Es stinkt wie Kacke. Das ist ein Schokomilchshake. Es darf nicht blau sein oder grün. Was zum Kauen ist nicht schön. Markenlogos sind tabu, auch bei Kakao. Bleibt's Mündlein zu. Schokolade wird aus Kakao hergestellt. Das ist ja nur, wenn es das in einer anderen Geschmacksrichtung gibt. Pass auf. Also. Kann ich den Eimer hier wieder ausleeren?
Abfluss. Er hat ihn jetzt ausgeleert, ja? Gut. So, pass auf. Ich würde gerne wo sind denn die Erdbeeren? Die Erdbeeren da reinmachen, ja? Okay, nächste Idee. Die Erdbeeren der Kuh geben. Ich lasse doch nicht aus meiner Hand fressen. Dazu ist der Trog da, ja. Ich weiß ja auch nicht. Hier bitte, mein gutes Kind, ein Erdbeermilkshake. Ist das ein Erdbeermilkshake? Ja, sowas in der Art, ja. Gute Arbeit. Jetzt kann ich endlich mal dieses Reisekissen nutzen, um mal ganz kurz die Äuglein zuzumachen. Sicher doch, Tarkin. Gönn dir ein Nickerchen. Ist ja nicht so, als hätten wir noch 6 andere Kinder zu versorgen. Ich wisch einfach weiter diesen ewig schmutzigen Hintern ab, während du dich ausruhst. Ja, findest du das jetzt wirklich gut oder was? Oder, hallo? Ich bin gerade beschäftigt. Yeah. Wir haben schon 3 gute Taten vollbracht. Das ist sehr gut. Irgendwie. Ja dann. Ein allerliebster kleiner Engel, der wortlos einen Eimer voller pinker Scheiße verputzt. Guten Appetit.